hat Ballen in seinem grossen Maul und wirft sie aufs Gras. Die Prinzessin lupft sie auf und rennt davon. Der Frosch hat ihr nachgerufen. Quack! Warte, ich kann nicht so schnell laufen. Nimm mich mit. Quack! Aber die Prinzessin hat sich nicht einmal umgedrüllt. Sie ist geschwind ins Schloss zurück und hat den Frosch schon bald ganz vergessen gehabt. Am Abend aber, wo die Prinzessin mit dem König und allen anderen Hofleuten am Tisch gesessen ist und von ihrem goldenen Teller gegessen hat, kommt jemand die Stege darauf. Plitsch, platsch, plitsch, platsch hat's gemacht. Es klopft jemand an die Türe und ruft: Königstochter, Liebste, mach mir auf. Sie geht und macht die Tür auf, um zu schauen, wer draussen ist. Aber wer hockt da auf der Schwelle und glotzt sie mit seinen grossen Augen an? Der Frosch. Da schlitzt sie die Tür zu, sitzt wieder am Tisch und ist ganz bleich geworden. Ihr Herz hätte so laut geklopft, dass man es weit oben gehört hat. Da fragt der König: Was hast du denn auch? Man könnte ja meinen, ein Ries steht vor der Tür und will die holen. Nein, ein Ries ist es nicht, aber ein grüsiger Frosch.